CO2-Steuer belascht Familien besonders stark und geht auf Kosten von mich Schwachen, von mir Armen. Das ist ganz hart, das ist vielleicht ein Drama von der geringer Partei, mit das den Albtraum für viele Familien mit kleinen Gehältern, die nicht an der Stadt finden. Der Kandidat von der SPD, den Olaf Scholz, den effektiv das gesagt wird, wer jetzt einfach immer weiter an der Spritpreisschraube dreht, der zeigt, wie egal ihm die Nöte der Bürgerinnen und Bürger sind. Und nicht einfach nach etwas gesagt, das hat er nicht gesagt, ein immer höherer CO2-Preis sorge nicht für mehr Klimaschutz, sondern nur für mehr Frust. Bringt nichts für den Klimaschutz. Leute müssen sowieso tanken gehen. Das ist egal. An der Stelle fest, die 4 Parteien, die da geschwärzt haben, die sind alle gut auf der Seite vom, nicht von Herrn Scholz, aber wir sind die Einzigen, die die Meinung auch vertritt. Und ich meine, dass das aber nicht die falsche Meinung ist, sondern die richtige Meinung. Da komme ich heute zu den Preisen, das schon viel gesagt gehen, und ich hole mal die Preise am Vergleich vom 31. Dezember des Jahres an Lo bis mehr wie 5 Monate noch, weil du hast auch effektiv die Steigerung durch die CO2-Steuer, die am Anfang vom Jahr stattfand, gefahren. Und da geht eine super 95 von 1,070 auf 1,301, das ist eine Steigerung von 22 Centiliter, den Diesel eine Steigerung von 21 Centiliter, den Masut geht von 45 auf 64, das sind 19 Centiliter, das sind konsiderabel trotzdem Erhöhungen, die da stattfanden und die auch zum Teil eben durch die CO2-Steuer kommen. Das sind als Beispiel von einem Tank von 50 Liter mischt das 11,15 € mehr aus wie nach am Dezember. Wenn ich einfach in Tank Benzin brauche, und ich schwätze nicht von einer Person, die von Weißwampisch zum Beispiel kennt, ich schwätze von einer Person, die von Habst oder von Peting kennt, da brauche ich also pro Jahr 579,8 € mehr am Moment, wie das nach am Dezember der Fall ist. Wenn eine Familie dann noch ein zweites Auto hat, und noch von nach vielleicht Freizeitaktivitäten nicht, muss man Auto fahren, und gibt aber viel gemengener Platz, da am Land der Hut den nicht am dürfte, da muss ihn sich eben bewegen, für eine Geschäft zu kommen, eins doch 10, 15 Kilometer, dahin und zurück. Ich möchte beim zweiten Auto, und ich, wie gesagt, ich schwätze nicht von Weißwamp, ich schwätze von Habst oder von Peting, da möchte das schon 1000 € die Jahr mehr Kosten aus, wenn er am Dezember, weil die mich weit wohnt, dann noch gerne mehr. Dazu kommen dann auch effektiv Mazutspreise. Mazutspreise rechnet bei 3000 Liter Mazut, da kommt darauf über 500 € mehr Kosten, die da hat. Also Leben steht an Familien, die am Moment mehr Kosten durch Petrolspreise von 1000 € bis den WW mehr nach Benzin an 500 € Heizung. Das möchte am Ganzen dann den WW zwischen 1500 bis auf 3000 € mehr aus, wenn er für rund 6 Monate. Dafür wollen wir gegensteuern und dafür werden wir auch eine Motion proposieren. In dieser Motion stellen wir fest, dass Preise eben seit dem 31. Dezember stark geklommen sind. Wir stellen fest, dass auch die Steuern eine große Rolle dran spielen, dass das Steuerbelastung auf Kosten geht von den Leuten, die ein kleines Revenu haben, an die im Land wohnen. Und wir stellen noch fest, dass das Negativkonsequenzen hat für ein ganz paar Sektoren wie Landwirtschaft und Logistik. Dafür fordern wir die Regierung op fir Zerregassteuer, op Masut, fir ze hëtzen an euro Brennstoffer, fir Gefierer op den Datum vom 1. Januar 2022 ersatzlos auslaufen ze lassen.